Nach sahen wir in Apostelgeschichte Kapitel 6, dort während der neutestamentliche Gemeinde, wo es so deuten auch der Apostel ihre Abgaben und auch Verantwortungen. Kann einer auch verstehen, nicht? Wenn einer eine kleinere Gruppe hat, dann gibt es nicht so viel zu tun, so sehr viel zu tun, aber wenn die Gruppe größer ist, dann gibt es für mehr Abgaben zu tun, mehr Arbeit zu tun. Und in unserer Betrachtung sagen wir, dass der Apostel nicht genug über was Verantwortungen sich kümmern deuten. Und das braucht einen Konflikt an der Kirche nennen. Die griechischen Christen waren unzufrieden über wo ihre Wertfrühes bei der täglichen Todteilung sein werden wären. Der Apostel hat dann vorgeschlagen, dass 7 abreichte Männer sollen eingenommen, um den Wertfrühes zu teilen. Wir haben gesehen, wo die griechischen Christen und die hebräischen Christen haben taub können schaffen, um eine Lesung zu finden. Und wir wissen, dass jedes Mal, wenn du in einer Kirche bist, wo du verschiedene Hauptkulturen sind, 2 oder 3 oder 4, dann kann das manchmal ein bisschen schwierig sein. Und das habe ich selbst in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen belebt. Wir wissen, dass am Anfang, wie wir meinen, hochdeutsche Werk als Gemeinde Gottes, aber über die Jahre haben viele plattdeutsche Gemeinde Gottes gefangen, eingenommen und so wieder. Und obwohl die 2 Kulturen nur ähnlich sind, sind gewisse Dinge, die verschieden sind. Und dann braucht es extra genug von Buben in Live und Halb, um taub zu schaffen, sodass wir nicht von Gottes Arbeit aufgelenkt werden. Und die haben das können tun. Die griechischen Christen und die hebräischen Christen haben eine Lesung gefangen. Und wir wissen, dass Stephanus ein von diesen 7 Männer war. Über einen Text hier los, wie wo der jüdische Älteste Stephanus festnehmen und vor dem Rut brachten. Und von der in unserer Betrachtung, wo wir sein erstens wurde am Stephanus festgenommen ward, und dann zweitens, was Stephanus zu seinen Ankläger gesagt hat. Was seht ihr überhaupt an, als sie am Hohenrot brachten? So erstens, woran nehmen der Älteste und der Schriftgelehrte Stephanus fest? Das war einer, der Wettfrühes deinen oder bedeinen deit. Woran steht er nicht für diese jüdische Lehrer? Wo können wir das verstehen? Was weit wir überhaupt von Stephanus? Was für ein Mensch wir er? Was hier wie Fähigwerk? Die Männer, diese 7 Männer, die müssen wo sein? Gute Raub haben, ja. Heilig, was den Heiligen Geist gefällt, sage ich dort. Ja, sei gut. Voll Geist, und die sollen voll Weisheit sein. Eine gute Raub haben unter den Menschen. Und das wird Stephanus auch. Vers 8 los wie nach von am. Und Stephanus voll Glauben in Kraft der große Wunder in Tikens mangt den Menschen. Wenn er große Wunder deuten, das wisst uns ganz klar, Gott wird mit ihm, nicht? Das er für Christus schaffen deit. Er wird voll Glaubens, er wird voll Kraft von Buben, und Gott hat durch ihn könnt Wunder tun. Wird uns irgendwas hier gesagt, dass Stephanus was arg deit? Nee. Also woran da nehmen die Ältesten und Schriftgelehrten am Fuß? Well, Vers 9 und 10 sein, dass sogar die Juden von der Libertinerschule, die mit Stephanus striden deuten, können nicht gegen die Weisheit und den Geist, in dem er redet, stehen. Die wissen, dass wir ganz ohne Schuld. Die proben mit ihm zu striden, aber die können nicht stehen. Jedes Mal, wenn sie was sehen, dann hat Gottes Wort gebraucht, um anzuweisen, Kimmel, das stimmt nicht, und die werden bloß fast. Sie können nicht mit ihm anfangen. Und das merkt an, da. Stephanus wird abrichtig, der wir voll Geist und Weisheit und Glauben, sogar seine Feinde können nicht einmal gegen seine Weisheit stehen. Er wird ohne Tadel. Das ist ein wunderbares Zeugnis von einem Kind Gottes. Und wenn Gott eine Angst kriegen wird, würden wir auch so einen Raub haben vor Gott, der wir ohne Tadel. So ein wunderbarer Raub. Woran dann Asse vom Rut gebracht worden? Und woran leidt Gott den Juden am Fuß nehmen? Der hat so eine feine Dinge für Gott tun.
Der hat erstens der wird frühes bedeuten, er kann auch Wunder für Christus tun, Gottes Wort verbreiten, und nun muss er festgenommen werden und vor die Juden gebracht worden. Woran liegt Gott das alles tun? Und hier will ich sagen, wie es Gott was Wunderbares geplant hat, durch dich. Gott hat was Wunderbares geplant. Und was dieser Plan kriegt wir, wo wir Leute betrachten, aber was ich hier noch sagen will, ist, manchmal lässt Gott seine Kinder durch schwere Zeiten gehen, so dass er dadurch was Wunderbares tun kann. Und das nächste Mal, wenn wir eine schwere Lehrstunde tun, waren wir nicht vorzufrieren, woran Gott das zulässt. Leider, wenn wir uns fragen, was braucht Gott hier durch zu tun, oder durch zu tun? Was will Gott beweisen? Was will Gott durch all das tun? Weil wenn Gott was tut, dann tut er was Wunderbares. Und manchmal, wenn die schwere Zeiten kommen, dann ist es schwer für uns, und dort zu denken, aber dort hilft uns, durch die Zeiten zu kommen. Also woran nehmen sich Stephanus vor? Weil du wirst einige Gründe. Erstens ist es möglich, dass die Juden in ihrer Ältestag aufjänstig über Stephanus wären. Und woran aufjänstig? Erstens, wie es unter den Menschen so einen guten Raub hat. Zweitens, dass Gott durch am Wunder tut. Und dass er so eine göttliche Weisheit hat. Und wie sie oft sich immer anwählen, dann fangen sie an mit ihm zu streiten. Und hast du nicht, wirken sie es dort? Bei Kingen hast du auch es dort, wenn einer der Haf in der anderen Welt hat, dann wird er nicht lang, was du in die Streit ist. Wirken hat mit oft zu tun. Und diese Männer, die mit Stephanus streiten, die werden von den Libertiner schall. Die Libertiner, die werden Juden, die mal in Rom wohnten. Am besten sein sogar, dass sie mal Sklaven wären. Das wären Sklavenjuden, die mal in Rom wohnten. Aber wie es die Juden wären, dann durch eine Feste, einen Caesar, einen Kaiser, wird nicht mal wohl Juden in Rom haben. So da müssen die Juden alle von Rom fort. Und diese müssen dann auch fort. Und dann kamen sie nach Jerusalem und dann mit Stephanus hier streiten. Die wären ausgelehrt, eine kann annehmen, dass sie Gottes Wort gewusst hat, dass die Juden dort verstanden haben. Und obwohl uns nicht gesagt wird, woran sie streiten, können wir annehmen, dass Stephanus an von Jesus vertalen hat. Wer Jesus wir, was er für die Menschen deuten alles. Und diese Juden wollen ihm nicht glauben, die wollen das nicht annehmen. Und Stephanus hat, ich meine, einerseits kann einer das verstehen. Das wären Juden, die niemals von Jesus gehört haben, die niemals Jesus sagt, sie sein haben, seine Wundersachen. Und nie sagt dieser einer, was wird frühes bedeuten wird, wer Jesus ist, was Jesus zu tun hat. Ich meine, einerseits kann ich dort verstehen, warum die Juden am nicht glauben wollen, aber dass Jesus sagt, wenn die mir nicht glauben, dann glaubt die Wunder, die ich da für Christus. Er tut Wunder für Gott und wollen am trotzdem nicht glauben. Diese Juden aber können nicht gegen Stephanus seine Weisheit stehen. Was deuten sie dann? Wir lesen in Vers 11 bis 14. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 11 bis 14. Dann bekräften sie, ein Germane zu sein, wie han am Gehirn laste wird gegen Gott und gegen Moses reden. Und sie regten dort Volk in der Ältesten die Schriftgelehrten ab, und die kämen und nahmen am Fuß und brachten am vor dem Ruth. Sie stellten auch falsche Zeugnisgeber an, die durchsehten, des Mann hielt nicht ab, laste wird gegen diese Helge steht, und dort gesagt zu reden, wie han am sein hielt, dort Jesus von Nazareth, dieser steht durchbringen wird, in die Verschriften anderen, die Moses ans geluten haben. Die bekräften Menschen. Männer, die veranliehen sollen und sein sollen, dort sei von Stephanus laste wird gegen Gott und gegen Moses hier reden. So schaffst du tun. Wenn er weiß, er kann nicht gegen Wasserkinder Gottes schaffen, was da nicht mal was anfangen, dann braucht er andere Menschen. Er bekauft andere Menschen, er braucht andere Menschen, um eine Scheibe weich zu gegen Gottes raufzubringen.
Die stellten falsche Zeugnisgeber an, als sie vor dem Rut stund. Das ist, was diese Juden deuten. Und dann in Vers 15 sagt er, und die am Rut saßen, die kickten am alle an und sein Gesicht, Stephanus sein Gesicht sagt, dort aus ein, das Wort, ein Engel gesagt. Ist das nicht wunderbar? He had the face of an angel, sagt er auf Englisch. Das wären seine Fienden, als sie am ankickten, sahen sie einen Engel gesagt. Und hier mag ich dann persönlich an mich denken, wenn andere Menschen uns für verschiedene Dinge beschuldigen, dann ist der Stephanus hier deuten, oder gegen uns klären, dann, was ist die erste Reaktion von Menschen, die dort hören? Sagen sie, ja, dort kann ich bleiben, dort überrascht mich nicht, no, dort bleibe ich gut. Oder sagen sie, dort kann nicht sein, den kann ich, und wenn es auch stimmen wird, dann weiß ich, durch Matt wird die Hänge sein, woran er dort getan hat. Wie es dort ganz gegen seinen Charakter geht. Habe ich auch so einen Engel gesagt? Dort, wenn Menschen schlecht über uns reden, dann, dort die Fußweiten, dann dort kann nicht stimmen. Oder sagen sie, ja, da kann ich gut bleiben. Wir als Christen sind unter den Menschen einen unschuldigen oder anschuldigen Raub haben. Und in Wirklichkeit ist der bloß möglich, wenn wir auch so ein Leben führen dann, ein anschuldiges Leben führen dann. Und dann ist es auch gut, dass wir als Kinder Gottes untereinander sind, dort wir würden einander wirklich kennenlernen. Wenn wir einander wirklich kennenlernen, dann weit wir, wenn falsche Informationen über andere verbreitet werden. Und wir können fort sein, dort stimmt nicht. Wenn wir einander wirklich kennenlernen, dann können wir Furzplöderie abhören. Nicht, dass wenn wir falsche von Menschen hören dann, oder überhaupt schlechte wird von Menschen hören dann über andere, dann können wir sagen, hier mal, das stimmt nicht, das weiter gut. Und auch wenn das stimmt, will ich nicht über Jana reden, wegen wer weiß, ob alles stimmt, das was du mir sagst. Nu dat wir gesehen haben, woran der Älteste und der Schriftgelehrte Stephanus festnehmen, wo wir Stephanus' Antwort nach mit betrachten. Der falsche Zeugnisgeber sehen in Verse 13 und 14 von Apostelgeschichte Kapitel 6. Das Mann hielt nicht ab, laste wird gegen diese Helge steht und dort Gesetz zu reden, wie es wir haben am Sein hier, dass Jesus von Nazareth diese steht durchbringen wird und die Verschriften anderen, die Moses uns geluden hat. Und dann in Kapitel 7, Vers 1 sagte, dann fragte der hohe Priester am, ist das so? So, die wollen von am weiten, ob das so wäre. Und du werden zwei Hauptanklärungen, was diese Männer gegen Stephanus brachten. Erstens, dass Stephanus laste wird gegen das Gesetz Moses reden, nämlich, dass er prüft die Verschriften der anderen, die Moses, die Israeliten geluden hat. Ein Bibelgelehrter erklärt, die meisten Juden, die zu dieser Zeit am jüdischen Rut saßen, waren Sadduzäer. Die waren die Pharisäer und auch die Sadduzäer. Und die Sadduzäer akzeptierten bloß die 5 Bücher Mose als Gottes Wort. Laste wird gegen Moses wie für eine sehr große Verbrechen. Die sehen, oder die wurden dort bloß für Gottes Wort halten. Die ewige Bücher im Alten Testament, die wären wertvoll und gut, aber das wir nicht 100% vollständig Gottes Wort. Aber um zu beweisen, dass er nicht schuldig war, brauchte Stephanus die Schriften von den 5 Büchern Mose. Und hast du nicht klug? Er redete Sadduzäer, so dann war ich die 5 Bücher Mose brauchen, um zu beweisen, dass ich nicht schuldig bin und zu beweisen, dass vielleicht die sind, was schuldig sind. Zum Beispiel erklärt Stephanus, wo Gott Abraham geraubt hat, als er noch in Mesopotamien war. Und dann Kanaan schacken deuten. Und Gottes Wort sagt dann in Vers 5, was saß, über Gott gab Abraham, du bist kein Aufgaut, nicht einmal genug seinen Pfoten abzusaten, und doch Abraham ein Kind hat, versprüht er ihm und seine Kinder nur ihm, dort Lohn zu geben. Und dann erklärt Stephanus, wo Gott Abraham verteilt hat, dass seine Kinder wurden für 400 Jahre
versklavt sind und schlecht behandelt worden. Und dann, wo in der Zeit Moses geboren wird, den Gott gewählt hat, um sein Volk aus Ägypten rüberzubringen. So, er gibt die ganze Geschichte von Gottes Volk. Und dann in Vers 23 fängt Stephanus an zu wiesen, wo die Israeliten gegen Moses und Gott fährten ungehorsam wären. Er gibt 5 Beispiele. Und wegen wie knapp und Zeit sind, wo ich die Beispiele hier nicht erwähnen. Aber ich würde uns alle ermutigen, Kapitel 7 zu lesen. Kapitel 7, Apostelgeschichte, Kapitel 7 zu lesen und die Beispiele selbst betrachten, wo die Israeliten Gott fährten ungehorsam wären. Und die wären so ungehorsam, dass Gott an muss verluten. Und Gott leid an in der Babel geschlagen worden. Und mit göttlicher Weisheit können Stephanus den Juden wiesen, dass sie selbst schuldig wären, das Gesetz Moses zu brechen. Nicht arm. So, er hat das Ganze umgedreht. Und die zweite Unklar wird, dass Stephanus laste wird gegen den Tempel reden deit. Nämlich, dass er Menschen verteilt hat, dass Jesus den Tempel durchbrechen wird. Und wenn das uns bekannt wird, vielleicht habt ihr damit zu tun, dass die Sache unklar wird, den die Juden gegen Jesus brachten. Weiten wir dort noch? Ja. Was sie Jesus festnehmen, sehen sie dort nicht auch ihre Arm? Du sagst, du wirst diesen Tempel durchbringen. Hast du, was Jesus gesagt hat? Ne, der hatten sie in dem Kontext falsch genommen und dann verdreht. Das versucht und schaffen das. Er nimmt Gottes Wort und dann versucht er dort zu verdrehen, sodass dort was andere bedienen wird. Und das kriegt, was diese Juden auch deuten. Zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 61, beschuldigt einer Jesus mit dem Wirt. Des Mann hat gesagt, er kann Gott seinen Tempel durchrichten und in 3 Tagen wieder abbauen. Aber das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Wir fingen Jesus seine Wirt in Johannes, Evangelium Kapitel 2, Vers 19. In Johannes 2, 19 sagt Jesus, brech diesen Tempel durch und ich werde den in 3 Tagen wieder abbauen. Und er redet nicht einmal hier von Gottes Tempel. Johannes sagt uns, wovon er reden wird. Vers 21, Johannes 2 sagt, er überredet von seinem Körper aus dem Tempel. Das wird für Johannes klar, was er gemeint hat. Und ich glaube, diese Juden hatten das auch vielleicht gewusst. Und sie wollen das bloß verdrehen und haben falsch beschuldigen. In einer steht, dass Stephanus proben zu erklären, was Jesus wirklich gesagt hat oder gemeint hat. Bloß Stephanus das Alte Testament war, um zu wiesen, dass die Juden artig wären und dass sie die wären, die den Tempel gelastet hatten oder gegen Gottes Tempel gelastet hatten. Er sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 44 bis 50, Apostelgeschichte 7, 44 bis 50, unsere Väter hatten dort Bundeszelt oder Stiftshütte an der Wildnis. Dort wir so gemerkt, als Gott Moses befohlen hat, nur dort Master, dort er gesehen hat. Unsere Väter nehmen dort mit Josua und dort Land nennen, dort die Völker dann hatten, die Gott für unsere Väter schritt hat, als sie nennen kämen. Und so wie dort bei David seine Zeit. Und die von Gnade bei Gott und Bad darum, dort er für Jakob seinen Gott noch eine Wohnung fingen. Und Salomo baut ein Haus. Überdach wohnt der Allerheiligste nicht in einem Tempel, der mit Hängen gebaut ist, so als der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Feldbank. Was will je mir dann für ein Haus bauen, sagt der Herr, oder wohnt es der steht für mich zu reden? Haft meine Hand nicht all diese Dinge gemerkt? Stephanus will anwiesen, dass Gott nicht in einem Tempel wohnt, der mit Menschen Hängen gebaut ist. Sogar als Salomo Gott den Tempel baut, seht Gott zu arm. Und das lese ich aus 1. Könige, Kapitel 6, Verse 12 bis 13. 1. König 6, 12 und 13. Wenn du all meine Geboten und Gesetzen halten wirst, sagt Gott zu Salomo, und die Vorschriften gehorchen wirst, und du nur leben, dann will ich dort luten so rankommen, als ich zu dienen Vater David sehe. Ich will manch die Israeliten wohnen, und will mein Volk nicht verluten. Gott wird manch seinen Volk wohnen, und ihre Horten.
Nicht im Tempel. Und bloß dann, wenn sie seine Geboten halten würden. Aber das wir all sagen, haben die Israeliten Gottes Geboten nicht gehalten. Und haben selbst den Heiligen Städt, oder der Heilige Städt, ihre Horten gelastet. Mit jeglicher Weisheit könnte Stephanus den Juden wiesen, dass Gott wegen ihrer Ungehorsam nicht mehr unter den Juden wohnen deit. Mit Gottes Wort hat Stephanus könnt beide Unklären ganz umdrehen und gegen die Juden richten. Und ich nehme an, dass Stephanus all von Anfang an weiß, dass dass die Juden am den Tag und den Tag anbringen würden. Und die wir okay damit, und die wir reid dafür. Und die leidt Gott am Krieg so brücken, was Gott will. Er sagt, Krieg dort, was Gott von ihm will. Zum Beispiel sagt er noch ganz direkt in Verse 51 bis 53. Apostelgeschichte 7, 51 bis 53. Nie wird er hier ganz direkt und streng. Er sagt, je Stierkap, das wären die Juden, ältestes. Und Horten in Uhren nicht beschnitten. Je streben immer gegen den Heiligen Jesus Christus aus jene Fuhrers immer deuten. Wohnen Prophet han jene Fuhrers nicht neu gestohlen. Und sie mögen die dort. Die do sehen, dass der Gerechte kommen wird, den jene verruht und dort gemerkt haben. Jün ward dort gesagt, dass Engel tauge steht, und die haben dort nicht gehalten. Was wir von Stephanus' Antwort lernen werden, ist, dass wenn Menschen gegen uns falsche Anklagen bringen, dass wir nicht kurz hart regieren dürfen. Aber dass wir mit einem Leifzeichen Jesus die Wahrheit mit Weisheit verbreiten dürfen. So ist Paulus 1 in Epheser 4, Vers 15 erklärt. Und auch, dass wir würden Gottes Jesus durch uns reden lassen. Manchmal, dann, wenn Menschen uns belehrt sind, dann weil wir an was sein. Nicht weil ich du was sein. Nicht höre ich mal, was ich sein will. Aber das hilft nicht. Das hilft nicht. Wir wollen wir wollen haben, dass Gott durch uns redet. Dass Gott die ganze Lehre fixen wird. Matthäus 10, Verse 19 und 20, da sagt Jesus zu seinen Jüngern von den Dingen, die kommen würden. Und er sagt, wenn sie ihn verbringen wollen, dann sieht nicht bedeutet darüber, was sie sein sollen. Das, was sie reden sollen, wird ihnen gut dann gegeben worden. Das dort sind nicht je, die du reden, aber ihnen Vater sind Jesus, die durch ihn redet. Stephanus, wir folgt Jesus. Und hier nicht stand er für die Juden. Er musste eine Antwort geben, für was er gesagt hat und getan hat. Und er leitet Gott durch ihn reden. Und wenn wir Unklären gegen andere hören, weil wir nicht von dir reden, weil wir dir nicht widerreden, wir weiten nicht, ob alles, was wir hier tun, stammen wird. Nicht ein Wort hat gestammt, was sie gegen Stephanus sagen. Nicht ein Wort. Taufjagen, sogar unter Christen, wurden Menschen durch Plöderie falsch verurteilt und ganz zu nichts gemerkt. Ganz zu nichts gemerkt. Und ich rede einer, der mal ein schlechtes Leben geführt hat. Und dann frage ich ihn, woran deitst du das? Weil das, was die Menschen von mir dachten, dass ich das sowieso deit. Dann dachte ich, well, wenn sie das sowieso von mir denken, dann war ich da bloß da. Und dort reiht seine ganze Familie hinein, das ganze Leben, sein Christentum, alles, was er will und alles, was er hat, nahm das Antwort. Wegen Menschen schlechtet über am Reden deuten. Unsere Welt hat sehr viel Kraft. Das Jakobus sagt. Und dort meint, wie kann du durch sehr viel Schlechtes tun? Aber wie kann auch durch unsere Welt sehr viel Gutes tun? Und das wird auch uns von der Mal ermutigen wird. Und weil, dass wir durch unsere Welt viel Gutes tun, nicht Schlechtes.
Lukas 6:31 sagt, so sagt Jesus, dort gru dort für andere, wat die aanwoorden wenschen verjüngt te doen. En wie naam dat thuis de golden rule, de goldene regel. Onze kinderen weten dat al goed. En dat leven schafft zoveel beter, wanneer we dat uitleven doen. Wir gleichen nicht, wenn andere Menschen schlecht über uns reden tun, weil dann soll wir auch nicht über andere schlecht reden. Stephanus leidt Gott durch arm reden. Und als die Juden das hielten, was er gesagt hat, schneidet dort an durch dem Hort und sich nächsten die Tern über arm. Woran die das so sehr schneiden? Denkst dort Gott wir. Die ihre Horten reden die. Aber wollen sie anhorchen oder dort annehmen, was er ansieht? Die nehmen das nicht an. Gottes Wort sagt in Vers 57, Vers 58, dann schrien sie in den vollem Holz, hielten sich die Uhren tau und morchten alle tegelijk ab am Los und schmeiten am ut die Stadt rüd und steinigten am. Obwohl er ohne Tadel war, obwohl er nicht arrecht deed, obwohl dort Gott wir, der durch am Reden deed, mögen sie am Tod. Das wisst uns wahr, dass als Kinder Gottes, wo wir manchmal Verfolgung beleben. Und erst früh, wenn Stephanus ohne Tadel wir, woran leidt Gott den Juden am Fuß nehmen? Woran leiten sie? Woran leidet Gott den Juden Jesus vornehmen? Jesus sagt, wenn ich das nicht wollen, würde ich kurz kann los sein, nicht? Das sind Tausende von Engeln, die würden kommen können und mich von ihnen frei machen. Aber das ist Gottes Willen. Und ich sage, okay damit. Stephanus will auch okay damit. Er weiß, das will Gott von ihm. Woran leidt Gott das tau? Wie es Gott was Wunderbares geplant hat. Ich habe von dir ein bisschen Hausaufgaben für uns. Homework. Und ich bin mal ein Teacher. So, ich war Frauen. Nächste Sonntag, ob ihnen Hausaufgaben getan haben. Und ich hoffe, die wollen ja sein. Und die wollen nicht in den Star-Sticker kriegen oder was, aber dort wird unsere Betrachtung viel leichter merken nächste Sonntag. Bitte lese Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 54 bis 60. Das sind 6 oder 7 Verse. Und von diesen Verse probt diese Frau zu beantworten. Woran leidt Gott das tun? Was will Gott dadurch tun? Ich will Ihnen der nächste Sonntag Samaria, das war die Frau. Und das soll uns Thema für nächste Sonntag auch sein. Mag Gott mit uns sein. Amen.